Ja, ich stehe beim Mikro, da sind gehen die Leute schon mal los. Ich bin immens froh, dass das Novent Hai bei euch seid. Wir hatten gerade die Abweihung von der Ausstellung, die ist an der Kirche noch bis den 8. Dezember. Die sind alle herzlich willkommen, ihr steht nach anzugucken, wenn ihr noch keine Gelegenheit habt. Es ist immer nur mittags ab. Wir haben Programme für die Schulkinder, wir haben aber auch Programme für Senioren und es kann sie frei besichtigen. Es geht um die Gläschen. Und dafür begrüße ich ganz besonders einen, den Namen Gläschen hat, den Herr Nikolai. Das war ein bisschen als Witz gedacht, mit das aber schön, dass ich gesagt habe, ja selbstverständlich kommen ich, wenn ich schon so heiße. Ich habe die meisten Leute schon begrüßt. Ich kann aber nicht erwähnen, dass wir froh sind, dass den Herr den Herr Weihbischof bei uns ist, der Leon Werner. Und nach Vertreter von anderen Institutionen, weil als Ausstellung unterstützt von ganz, ganz vielen Museen und Institutionen und natürlich von der Paul Dickrich, die auch ganz flott mitgeholfen hat, dass das ganz entstanden ist, wo ich immens froh und dankbar bin und danke, ganz, ganz große Merci an auch all denen Benevolen, die da helfen und geholfen haben. Lo gehen wir ein bisschen mehr gewohnt über die Gläschen, wie in zu Lützburg gefeiert wird, von einem Mann, von einem Historiker, von einem Doktor, Dr. Tom Zago, ein ganz junger Mensch, den zu Cambridge Geschichte studiert hat. Und ich hatte die große Freude, den Vortrag schon zu hören, er weiß Bescheid. Und das ist immens schön. Denn gläsische Tradition aus zu Lützburg ob der Löscht vom immateriellen Patrimoine, aber noch nicht ob der UNESCO löscht. Und da schaffen wir hin. Und dazu gehört auch zum Beispiel ein Vortrag wie den von den Novent. Und dafür filmen wir das. Keine Angst, wir filmen erst nicht. Wir filmen den Herrn Zago, wir holen das ab. Wir gucken, dass das dann auch zugänglich wird, dass ihr es auch gucken könnt oder dass es eben als Dokumentation denkt. Ich habe schon den Herrn Zago vorgestellt als Historiker. Mich berührt besonders seine Passion und auch seine Passion für die Gläschen. Und ich hatte das schon an der Stadt gesagt, und wenn man nicht beißt, für wiederholen, ich denke, ja, er wirkt so jung und begeistert, wie wenn es recht vier Gäste gewesen wäre, dass er selber den Schon gestaltet hat. Voilà, das ist da von meiner Seite. Und dann gebe ich den Herrn Zago, gebe ich euch all beiden den Herrn Zago willkommen zu heißen für sein Vortrag. Vielmals merci, Madame Simon, für die ganz lieb Feder, die ich auch schon letzte Woche den hören. Und ja, ich habe absolut nicht dagegen. Ich stelle in der Schung zwar nicht mehr, mich streiten aber alles, ob ich nicht darf, die herausstellen. Dürfte aber anscheinend in meinem Alter nicht mehr. Also da ist immer Frieden denen Hunden, die aber nach dir stellen. Und Frieden vielleicht auch bei dem anderen, bei dem einen oder anderen etwas an der Schung zu lehren. Weil wenn die Gläschen hast, das muss ich ja nicht immer enthüllen. Das ist auch schön, wenn das kann ein Geheimnis bleiben. Ich habe ja auch den Ofen können heute sind für einen so großen Trupp zu schwätzen. An der Stadt sind noch schon ganz viel kommen, da waren wir ganz, ganz froh. Für dann, weil da eine flotte Ausstellung hast. Ich muss aber den Dickrich und ich weiß jetzt noch Leute außerhalb von Dickrich da große Merci so, dass die Stadt übertraf. Oder das ist etwas. Auch ein Applaus wert. Das ist schön. Ich wiederhole dort zwar Gedanken, die nicht mein eigene waren. Ich fand, ich muss aber ein bisschen gesagt gehen. Noch ein bisschen Madame Simon, Felicitation. Das ist schön, dass so viel auch außerhalb von der Stadt angeboten gehen. Das nun mal, wo oft immer das Gefühl, man muss für alles an den Staat pilgern. Du stehst halt Mutter Gottes, wie trotzdem Glitzerbeuer Landers mehr wie einen Staat und hier ehemalige Mauern. Und dafür bin ich froh, dass wir auch können die Exposition an die Vortrag so gut oder so schlechte macht Sinn rausdrohen an so viel Leute wie es geht, dummer da glücklich machen oder unglücklich, das leider wäre ich. Ich will aber auch nach etwas ganz klarstellen am Anfang von diesem Vortrag,
Die werde bis ernst sie wie der vielleicht gewinnt sie je nachdem ob der auf der Friedrich geht oder nicht. Ich will das nämlich nicht an der traditionelle Rolle machen vom Historiker also vom Expert den belehrend engem unwissenden Publikum gegenüber tritt an hofft mit dem Sujet an den sich ja geschafft hat eine Distanz zu schaffen zwischen hin sein Publikum den die wesen den nicht so viel wes. Ich will echter Gedanken ganz persönlich Gedanken auf freieren regroupéiert unter einem historischen Personage, aber auch ein kirchliche Personage. Und ich will das meist zu summen die froh stellen, wie die Ikonografie, das heißt die bildliche Darstellung vom Nikolaus approchieren als enger Plenitude, als enger Malleabilität, als enger Diversität, die sich auch dadurch gibt, wie gefeiert wird. Und das gebe ich proposieren, an 5 Schritte zu machen oder auf 5 Kapiteln. Da wäre einerseits der Projekt den historische Personage, das wichtig ist, dass man als auch immer für anrufen, das war eine historische Person, egal wie schlecht man sie greifen können. Du fängt alles an, weil es war eine Person, die seine Ikonografie hat sie gesehen. Dann zählen wir da immer ein bisschen wie eng, weil auch den Historiker kann nicht über das Sujet, die so was, dass wir jeden Feierung vom Heiligen Nikolaus als einer Plenitude schwätzen. Wir müssen nicht auf einen geografischen Raum limitieren. Das machen wir, indem wir also Lützeburg konzentrieren. Natürlich, lässt vorkommen noch der Marken, den Nikolaus geht natürlich auch in Spanien feiert, geht ganz viel in Frankreich feiert, in der Schweiz oder Süddeutschland. Das sind alles Abflüsse, die auch zu Lützeburg irgendwann sich niedergeschlagen haben und es weiter niederschlagen. Aber sie können aber nicht so betrügt gehen, da müssen da 3 Stunden kommen, dann hat man müssen mitten um Feier aufhängen und dann ja auch noch müssen schaffen. Auf der dritten Stelle kommen wir da wirklich und sagen sich, wir gucken uns die Ikonografie vom Heiligen Nikolaus und wie man an der Kirche begegnen. Wir werden gesehen, dass das eine formalisiert an eine ganz typisierte Darstellung, die hier Regeln hat, die hier Attribute hat, die Leser verstehen kann. Von da ausgehend aus der Kirche raus, sozusagen, bringen wir dann an einen 4. Schritt an das soziale Leben von diesem Gläschen an, weil ich werde darauf stellen an diesem 4. auch noch betonen, dass nämlich für mich wichtigen Aspekt den Heiligen Nikolaus ist von den wenigen, wenn nicht den einzigen Heiligen aus der Panoplie von Heiligen an der katholischen Kirche, die alle Jahres wahrhaftig auf der kommen und durchgestalter gespielt gehen. Und das ist etwas, was sich natürlich auch ikonografisch widerspiegelt. An einer letzten Etappe, im 5. Kapitel dann, muss man aber auch Cousin, die Männer beleeften oder auch jeweils mehr Bekannten vom Heiligen Nikolaus an die Lupe holen. Dazu gehören so Ausformungen wie den Père Noël, der Weihnachtsmann oder aber auch Father Christmas, an die anderen Morphologien wie Nikolaus oder Gläschen. Alles das hat seine Rolle, alles das hat seinen Platz an einer vaster a grosser Nikolaus-Tradition, die es auch geht, sie zu schützen, sie zu valorisieren und sie als solches zu erkennen. Und ich wiederhole mich da auch nicht, als Historiker habe ich etwas nicht gern, dass die Konklusionen, ich weiß nämlich, dass nur mehr noch viel mehr Leute viel mehr Intelligenz zum Nikolaus können, so wie ich. Dafür will ich das echt dann in Form von einem Ausblick machen, wo man einfach ein bisschen mehr was wir gesehen haben, aber ich hoffe, dass die Punkte, die mehr wichtig sind, an die ich als historisch relevant anerkennen, dass die mitkriegt, dass die mit auf den Weg holen, dass da kritisch umgehen, an einer Kirche gehen, an ihren Patrimoine, dem vis-à-vis stehen, dass selber dezidieren, ob das, was ich gesagt habe, komplett brach oder aber besser richtig war. So wollen wir da gleich aufhängen mit dem 1. Kapitel. Wir wollen uns im Moment kurz mit dem historischen Personage auseinandersetzen, von dem ausgehend und auf den zurückfeiern sich den Nikolauskult an letzter Instanz bezieht. Wir sehen hier eine ganz schön und unübliche Darstellung vom Heiligen Nikolaus für Lützeburg, die zu Weiler la Tour an der orthodoxen Kirche zu finden. Also das, wenn ich mich nicht irre, die einzig an der Art und Weise, nur byzantinischen Typus, die man zu Lützeburg fanden, an sie als die, wenn ich das so will sagen, am nosten steht historische Personage, weil das die echt ikonografische Formung, die den Nikolaus hervorholt, wo kurz nur seinem Aufleben an der heutigen Türkei verehrt genoss. Geburt tischt
270 oder 286 nur Christus, der gesieht, da das ein ganz groß Spann für 16 Jahre. Wir wissen nämlich nicht genau, als den Nikolaus geboren, den Nikolaus von Myra, an der heutigen Türkei, an einer Stadt mit dem Namen Patara. Er stirbt als Bischof von Myra, auch in Kleinasien, auch an der heutigen Türkei, ziemlich genau am 6. Dezember, da hier sein Namenstag, aber nicht so genau. Wir wissen nämlich ja nicht so, entweder irgendwo zwischen 326 und 365 nach Christus, noch mehr großen Ekart. Wir können also nicht wirklich sagen, ob er als ein mittelalten Mann oder als ein älteren Herr stirbt. Und das geht aber auch noch wichtig für verschiedene, für seine herrlichen Erzählungen, gerade die, dass sie noch im Konzil von Nicäa soll teilgeholt haben am Jahr 325. Wenn er dann 326 schon stirbt, dann ist die Frau natürlich erlaubt, ob er 325 noch an der Lage war, aus seiner komplexen Versammlung teilzuholen. Ein Konzil, das für die katholische Kirche, für die westliche, aber auch die östliche Kirche von immenser Wichtigkeit war, weil Ende von diesem Konzil Bekenntnis von Nicäa stund, die Anerkennung von der Trinität, von der Dreieinigkeit von Gott, eine Lehre, die nicht immer auch den heiligen Nikolaus sollte verteidigt und also von den nächsten aber ein relativ rabiater Weise, das nämlich ob die Bischöfe losgegangen, die nicht so an der Lehre stehen. Wie gesehen, für heilig zu sein, muss ich noch nicht immer der Bravste gewesen sein. Ne? Viel anderes als uns aber aus dem Leben vom Nikolaus von Myra nicht überliefert. Ob schon das für den Historiker immer ein bisschen schön ist, wenn man den historischen Personage nicht richtig greifen kann, so ist es doch auch interessant, weil sie steht, den historischen Mantum an einer direkter Verbindung mit der ganz reichen ikonografischen Tradition. Weil wo die Realität nicht viel diktiert, da kann sich der Kap ganz viel ausdenken und ausmalen. Und für dann die Wieder vom deutschen Historiker Karl Meissen zu sagen, die Gestalt des Nikolaus, wie sie in der späteren mittelalterlichen Legende und bis auf unsere Tage fortlebt, ist in Lykien, der eine Kompilation aus dem geschichtlichen Bischof von Myra, wahrscheinlich dem 4. Jahrhundert angehört, und dem geschichtlichen Abt Nikolaus von Sion, der Bischof von Pinora war und ebenfalls in Lykien am 10. Dezember 564 gestorben ist. Das ist eine ganz wichtige Hypothese, auch für uns, weil sie verdeutlicht ist, auch schon im Mittelalter war der Nikolaus-Kult sich Konvergenz und der Konfluenzpunkt von zwei historischen Personagen, die man aus sich nicht mehr richtig trennen können. Wir wissen nicht, welche heilige Erzählungen von dem einen oder von dem anderen kommen. Wir wissen süß, dass sie zu dem Moment schon so verschmolzen waren, dass es für die Perzeption publik gar nicht mehr relevant oder ausschlaggebend war. Von dem Moment an wirkt der heilige Nikolaus von Myra als einer ganzen Bandbreite mit einer Vielzahl von heiligen Erzählungen, die wir auch heute noch ganz gut kennen. Und dass du auch klar, von da an können wir den historischen Personage sich nicht mehr fassen. Vielleicht sogar auch kann ich vorstellen, ob das überhaupt an dem Kontext Sinn möchte. Weil, ich habe schon angeschaut, eher ein heiligen, eine Ikonografie kriegt, hat eine gesieht, wie alle anderen Menschen auch. Und das gesieht hat sich an der byzantinischen Durchstellung, an der griechischen Durchstellung sozusagen am besten erhalten, wo man noch einen gewissen Realitätswert erkennen können, wenn wir wollen, egal wie typisiert in ist. Und dass auch das als eine wichtige Wirkkraft, die den heiligen Nikolaus an den europäischen Gesellschaften natürlich auch hat, dass von den wenigen Heiligen ist, den nicht nur durchgestaltet wird, all Jahr mit einer Panoplie von Gesichter, mir auch von den Menschen, den der Gesicht tatsächlich rekonstruiert gouf und Hand von forensischen Analysen aus den 1950er Jahren, nachdem es den Schrein abgemacht war an nur bischöflicher Abwältigung, die Analysen durchgeführt goufen von einem italienischen Team von Experten. Als dann 2004, also nur gut 50 Jahre, nachdem die Analysen schriftlich gemacht wurden mit fotografischen Reproduktionen, das echt Rekonstruktion gemacht ging. Und 2014 an der University of Liverpool die zweite bisschen mehr raffiniert Nachgeschoss kommen. Und das,
wann ich dat so als Wissenschaftler so und die immens spannend engem Personage könne so an dann zu gucken, den doch sos nimmen iwwer stiliséiert Durchstellungen kennt, egal wie ungenau an das immer im Spiel mit Interpretation auch die doten Durchstellungen beweise dawer die Wirkkraft an Mucht von diesem Personage, den auch haut nach fasziniert, den Haut net lass lässt, den vu Generation zu Generation weitergiget als eng Tradition, aber auch als Personage, zu dem er jo ganz intim Verbindungen pflegen, weil der gesit ich komme immer auf dieselbe Satzkonstruktion, den Heilige Nikola als auch den einzigen Heiligen, dem er alle go am Leben emol gebastelt oder gemalt haben. Was mich op mein Zweetkapitel bringt. Wenn man schon net viele wat den historische Personage schwätzen können, so können wir da net iwwer d Verbredung vu senger Vereierung auch an eise Gefilden erzählen. Mat och nämlich 2005 den echten Altor dem Heiligen Nikolaus geweiht gëtt an Träier für die Verfeierung von den Nikolaus-Reliquien an die Feierung von der Echter Nikolauskirche im Jahr 1018, sogar Translation von den Reliquien 1087 von Bari prädatiert, also relativ kurz bei ihnen, leiht Lützeburg an einem Kehrgebiet von der Verehrung vom Heiligen Nikolaus. Ein Kehrgebiet, das sich auch dadurch erklärt, dass man in einer direkter Proximität zu Reliquien leihen, die von diesem heiligen Stammen an die an Kirchen, an Träger, an den Ohren opbewahrt goufen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, dass nämlich am Jahr 972 nach Christus, wo sich den deutschen Kaiser Otto II. Mit der byzantinischen Prinzessin Theophano bestiet. Und wir wissen, den Kult vom Heiligen Nikolaus kommt aus dem Byzantinischen Reich und dass durch die Verbindung von einem Staat, die gesitten Nikolaus huet dat hemlecht immer gerne gehabt, dass eben die Verehrung auch eng echte Keier op de Kontinent könnt, eier se dann nur der Translation von 1087, wo an enger Nacht- und Nebelaktion se Reliquien in toto gerat goufen an der Bari burcht gin, dass sich de Kult dann bemol ganz bret mcht an de Weh auch bis an Eisgegenden fünnt, bis an die entlesten Äcker vom Eislik, also go bis an Stadt. Wir leihen also an der Mitte von dem Reliktgebiet, wie Karl Meissen definiert hat, ein Gebiet also, was ganz frei diesen Kult betreibt, an einem Stadtgebiet. Und froh muss aber auch erlaubt sein, wie sich da das in der Bandbreite sich ausspielt, wie das ausgesehen. Und auch darauf hatte Karl Meissen, einen von den wichtigsten Historikern, auch für seine These schon ganz weit zurückleiten, 1930er Jahren, datiert muss gehen. Trotzdem an der magistraler These eng Massematerial zusammengedroht wurde, dem gelungen also so kartografisch Monstrositäten zu entwickeln und zustande zu bringen, die man hier gesehen auf den nächsten Blick absolut nichts erkennen, außer viel Punkten auf viel Fluss. Als da in einem zweiten Blick ganz klar, ja, viel Punkten und viele Flüsse. Also erklärt sich auch, wie diese Kult sich verbreitet wird. Und darüber erklärt sich auch, für was für eine ganz lange Zeit am frühzeitlichen Europa und am mittelalterlichen Europa den Heiligen Nikolaus vor allem auch ein Wasserheilige war. Weil verbreitet sich über die großen Wasserströme und über die großen Wasserstraßen sichten sich die Wege bis tief an die Aalwälder ran. Und in dieser Aalwald leihen wir natürlich auch, wie gesehen hat, Musel. Da ungefähr leid ich danach am gesehen, ist wirklich auch ein Punkt, wo ganz viel Altäre diesem Heiligen dediiert gehen, wo sein Patronat bemol ganz dezidiert Gesicht geht, in einem Zeitraum vom Tisch dem 11. an dem 14. Jahrhundert. Wir haben über den Rhein, über den Doge, über die Musel, also Nierwefluss vom Rhein, über die Maas, über die Meuse, über die Somme, über die Seine, ganz viele Wasserstraßen, die diesen Kult rüberbringen. Aber wir bringen es rüber mal durch normannische Händler, die damals ganz viel mit Bari gehandelt haben, und da diese Kult sozusagen über den Wasserweg mit heimbringen als ein Importgut. Und von da aus greift er sich über Nordfrankreich, über das Lothringer Land an Lützeburg heran, weil, das muss auch an dieser Platz gesagt, gehen aus sich eine Nikolaus-Tradition zu Lützeburg, geht es ohne als Kollegen aus Lothringen nicht, gibt es nicht. Gehen
Stichwort Saint-Nicolas de Port sollte ganz kurz erwähnt gehen, die auch ganz schön an der Exposition thematisiert wird. Wir leihen du eben noch ganz no an einem von den wichtigsten europäischen Kultstätten von der Feierung vom heiligen Nikolaus. Aber das die Landschaft, die den Heilige familiarisiert mit einer größeren Republik, und zu Lützeburg sehen wir dadurch eben noch ganz klare Tendenzen, wie man sie für andere europäische Gegenden auch festlegen können. Aber das Problem, so den Herr Jant, den belgischen Historiker, ergibt sich aber aus der Realität von Lützeburg ganz besonders, weil hier ist die Observation oder die Sinnmachung von diesem Kult viel schwerer wie in anderen Gegenden. Abgedeelt und zersplittert und dazu nach verschiedenen Diözesen organisiert, das heißt in verschiedenen kirchlichen Jurisdiktionen stehend, von méi wie engem Bischof also regiert, an der Hinsicht, weil mat Leck a mat Träier a auch mat Köln hat, mat Bischöfe zu dienen, die nicht nur geistlich Herren, mir auch weltlich Herren waren. Als die Entwicklung vom Nikolauskult zu Lützeburg bis mir ein komplizierter Affaire, respektive also für den Historiker mehr kompliziert, die großen Linien zu erkennen an eng, weil das sich mir als Historiker ja immer Synthesen und Generalisationen hier zu leden. Gëtt méi gefördert vun Träier, gëtt méi gefördert vu Leck, dat ass ganz schwéier ze erkennen, weil mir gesinn sogur fir allem am Erzstift Träier oder am vun Träier betreitene Gebiet, do entwickelt sich die Nikolauskult sich mat derselvichter dicht wie am Lecker-Territoire. Wie den Herr Jan dat eigentlich richtig seht, dass Nikolaus Verehrung also sich bis an dat 14. Jahrhundert ran huet ze sich etabliert. Se ass an ihre Strukture fest, an dat geschieht an zweierlei Aderweisen, dat sind entweder Dedikassen oder Dediierungen vun Altaire und des Heiligen oder Stiftungen vu Spideler. Weil schon am Mittelalter, net nëmmen am 19. Jahrhundert ass den Heiligen Nikolaus vor allem auch op ein soziale Programm. Es steht für Nächstenliebe, für soziale Gerechtigkeit, für Wohlfahrt gegenüber Wohltätigkeit gegenüber den Ärmsten an der Gesellschaft. Und das auch da notamment, dass natürlich auch eine gewisse Proximität zum Milieu vom Kant sicht, weil du tritt noch immer mehr als Schutzpatroner von den Wesenkanner op, vor allem am urbanen Bereich. Davon aber aufgesehen, haben wir zu Lützeburg mit einer Nikolauslandschaft zu dienen, die also für die Wörter vom Herrn Jan ausdrücken, die du da siehst, am 15. Jahrhundert gefestigt ist, geformt ist. Mit ein paar Ausnahmen, auf jeden Fall im 19. Jahrhundert, wo nach den einen oder anderen Altar beikommt, sind wir sich da an der Landschaft gekommen, der man es heute auch noch bewegen. Feiern hat sein Altar, Lützeburg hat sein Altar, dann haben wir Houffalize an die Bonneville, wie sie genannt werden, aus dem nördlichen Quartier, aus dem französischen Quartier, hatten hier Kultstätten, die sich alle gut immer auf die drei Relikten axéiert haben. Also das ist relativ klar und relativ geklärt an dem Moment. Aber für Lützeburg selber, also den Duché als eng Kultstadt von besonderer Wichtigkeit, und da muss man aber, ich enttäusche die einen oder anderen, dafür muss man aber an die Stadt gehen. Weil am Herz von der heutigen Lützeburger Altstadt gelegen, wir nennen es haut den Krautmarkt, vier Gebäude, wo lo die Chambre steht, stung sich die wichtigste Lieu de Mémoire oder von den wichtigsten Lieu de Mémoire von der Lützeburger Altstadt, a paradoxalerweise den als einer historischer Substanz nicht mehr existiert, aber noch am Numm, und zwar also Nikolauspark, die Nikolauskirche. Sie war die erste und die einzige Stadter Kirche, die dem Heiligen Nikolaus geweiht gouf, wo ein Altar nachvollziehbar war. Und die Ehrung diesen kleinasiatischen Heiligen geht zurück auch genau auf die Zeit, wo die Reliquien an den Trägerraum kommen sind, also das 10. 11. Jahrhundert. Kurz danach kriegt Lützeburg sein echten Nikolausaltar an. Das schenkt ja auch ganz klar, wir leihen an dem Abflussgebiet, und dafür möchte doch absolut Sinn, dass im Jahr 1120 im Teil lesen, un riche et opulent bourgeois nommé Ezelan à 150 mètres de distance seulement de l'église Saint-Michel sur un terrain donné par le comte Guillaume. Als das Kirche die Idee hat, ging hei, weiß nicht, ich denke nicht, dass viele Leute vielleicht sollt gesehen haben, eine relativ unbekannte Durchstellung vom alten Turm von der Nikolauskirche, gezeichnet 1684
vum Vandermeule woen no der 85 Pardon, woen no der nom Siege no der Pris vu Lützeburg an vun de franzéschen Truppen an dem Marechal de Créqui ganz detailliert Etüden vun de Kirchtierm vun der Staat gemet huet. En andere mocht déi vun eiser hautstars nëmme zugänglicher Nikolauskirch. Ja, 1220 oder 1225 wie ich ja erwähnt, fanne man also an enger Schacht Bestätigung ja zu Lützeburg stung an diesem Moment nach ein Kapellem Beati Nikolai, also eng Nikolauskapell, déi awer, wo man bisssen zeitlich sprangen 1585 schon eng Kirch ass an ege Paar gëtt. A wann eng Kirch eng ege Paar gëtt, dann ass er doch eng Bezeugung vun ihrer Wichtigkeit. Weil bis du hinner war se Filialkirch hung also vun enger anderer Paar of, lo gëtt ze selbstständig, weil durch Dotationen an durch Schenkungen awer och de Bevölkerungshussum an der Staat die Wichtigkeit einfach eng aner gëtt, wat natürlich och implizit op hindeit, dats de Kult selber praktizeiert gouf an immer méi Soutien an der Bevölkerung awer notamment vun den Eliten krit huet. De Detail nach Riet nëmmen en passant wëll ich erwähnt tun, weil das vergis nicht darum Durchstellung vum heiligen Nikolaus op de Prozessionsbanneren vun den 13 Mädchen vun der Stadt Lützeburg an tritten op als Schutzpatrainer vun der Corporation des Jardiniers, Laboureurs et Brasseurs. Die gesit huet nëmi viel mat Wasser ze sinn ausser dat Wasser wat man am Bayier fanne fleit. An och grad bei de Jardinien, du as sech Forschung eigentlich auch net wirklich eens fir waten zoe Patronage gif iwwerhoelen. Mit dat erklärt sich einfach dudech, dass den Hellegen immer schrecklich pragmatisch ass an do wo gebraucht gëtt agesat gëtt. Du waren als freiheitlich viel Leferfleit méi pragmatisch Mehrhaut Mengen ze sinn. Mat die Klosverehrung zu Lützeburg für allem, wann man dat frei neuzeitlich Lützeburg an den Blick fassen, as für allem episodisch greifbar. Wir können kein wirklich Synthes formulieren, dafür überliefert sie sich nicht dicht genug, auch über die Staaterpräsenz hinaus. Man als gelieften Tradition können wir selber schon hier und da greifen, notamment zu Ohn, wo sozusagen von den Hotspots von der Nikolausverehrung zu Lützeburg zu fannen war. Und ich erlaube mir, diesen Auszug aus dem Kretz, Sagenschatz des Luxemburger Landes kurz vorzulesen, an der Hoffnung, dass von euch noch keine gelesen wird. Es war im Herbst des Jahres 1764, als Johann Peter Kull oder Kohl und Matthias Kiefer, beide Einwohner aus Ehnen, mit einem schwer mit Trauben beladenen Nachen die Mosel heraufgefahren kamen. Als der Nachen in dem gefährlichen Ehnener Wehre angekommen war, schlug er mitsamt den gefüllten Kufen plötzlich um und Kiefer stürzte ins Wasser. Kull, der auf dem Ufer an der Leine zog, konnte seinem unglücklichen Gefährten nicht zur Hilfe kommen, ohne sein eigenes Leben einem sicheren Tode preiszugeben. Der des Schwimmens unerfahrener Kiefer rief vergebens um Hilfe und kämpfte mit aller Anstrengung in den reißenden Wellen um sein Dasein. Gleichwohl bewahrte er in dieser schrecklichen Lage noch, also ganz genau no, Geistesgegenwart genug, um sich unter anderem dem heiligen Nikolaus zu empfehlen und gelobte, falls er gerettet würde, am Ufer des gefährlichen Wassers das Bildnis des Heiligen zur Verehrung auszurichten. Frappant, dass nicht nur die Harmonie zwischen Geistesgegenwart, Raison an Unbildung oder Unsprechung von einem Heiligen, was der moderne Mensch doch so ganz klar trennt, religiös überlegen als kein rationell überlegen. In dieser Hinsicht, an der Tradition wäre das ganz lang eine Unität. Am Gesinne töten ihm auch genützt, den Herr Kiefer aus diesen strömenden Fluten rauskommen. Und huet dann auch zu Ohn ein Kapell abgeriet, die bis heute steht. Sprange man nämlich an den Auszug vom Luxemburger Wort von 1966, gesehen man das Zeilen, dass ein gewissen Herr Linster, den 1880 zu Ohn auf Feld kommmers, an einer Winzerfamilie, wie sollte da nicht sein, nicht der Sprossling von irgendeiner enger Winzerfamilie war, mir von eben justement dieser Winzerfamilie, die an der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert das Kapell abgeriecht huet an der hingestaltet wird, als notamment a Menge hin, also, ich gebe mal so ein fabulös, dass da eine Tradition ist, die so lang dokumentiert, so weitreichend zurück beim Gerät für dich verschriftlicht, verfestigt, egal wie ausgeschmückt so immer ist.
dann zu Lützeburg so lang greifbar ass. Also huet soviel as sech wat an der grosser Verehrung vum Heiligen Nikolaus ganz bekannt ass. Die Nähe zum Wasser, wie se schon erwähnt hun, die Proximitéit zum Wasser gëtt am lokale Kontext reproduzéiert. Mir holen den Heiligen mat enge großen Erzählungen a mir pflanzen den einfach op Boden. An du wirkte genauso wie en zu Mira gefirken. Du wirkte genauso wie en zu Köln, wie en zu Saint Nicolas de Port, wie en zu Träer oder wie en zu Oche gefirken. Den Lokus ass sech egal. D'Erzählung gëtt und Topografie ugepasst. Sie wird ihnen erwehre, sie wird der Rhein, sie wird Somm oder sie wird Lek, de Floss ass erbleift Wasser. An wat mir als haut nimi so erkläre könne, wat awer auch an dieser Erzählung darum komplette Sinner gëtt, et gouf an der freier Neizeit oder an der firmoderner Welt nächten méi beängstigendes, wie müssen iwwer Wasser zu goen. Och van den freinerzeitliche Mönch, in diesem Fall den Herr Kiefer, och davon profitéiert huet, mam Strom abwärts oder aufwärts können zu flössen, weil déi Kraft konnten sich jo zu ege mache, war die transversale Überquerung von engem Floss immer mat Liwensgefahr verbunden. Iwer de Floss go net die nimme gemacht, wann net net kon verhinderen oder war kein Breck do war. An du fir klar, dat so en hellege sech eng Platz sicht genau do wo gebraucht gëtt. An zu ohn asse gebraucht ginn, dats ni den Platz gewircht, huet Musel eng relativ fitter Skrit huet, a wo gre moll der een oder aner Schiff niedergangen ass fallet und der nach net kanaliséierter Musel. Dat vergiss méi och ganz oft, dat se recht ganz rezent kanaliséiert gouf, zerschalt an ënnergangen ass. Wenn mir gesinn, den Heiligen Nikolaus, die schafft net nimme Viertleit, mir schafft auch ein so Gänze, für allem, wann se net aus engem Sinn wirken, wenn man nämlich die nächste Erzählung auch am ersten Grätzing Sagenschatz ugucken, da gesehen wir, dass verschiedene Französisch Kollegen nicht so glücklich waren, wo sie ernst ohne gefuhr sind oder geschöpft sind. Und ich lese kurz 4. Einst fuhr ein französischer Kaufmann mit 3 schwer beladenen Schiffen die Mosel herauf. Als die Steuerknechte wie üblich vor dem Heiligenbild ihre Hüte abzogen und still ihr Gebet verrichteten, spottete ihrer der Franzose, das auch kein Wunder, dass der Franzose ist, und höhnte und lästerte in jeglicher Weise den heiligen Nikolaus. Es war ja demals der revolutionär Volk von den Franzosen, was abgeklärt, aber rationalisiert war, was sich auch tägliche Verehrung so nicht mehr als Nation praktiziert wird. Die Schiffsknechte verwiesen ihm dieses ungezogene Benehmen und sagten ihm voraus, dass der Heilige ihn gewiss dafür strafen werde. Also er hat ja recht, so kann ja hier ein Nickel. Wegen vorgerückter Tageszeit musste man in Ehnen übernachten. Gegen Mitternacht trennte sich, man wusste nicht wie, das letzte Schiff von den übrigen und lief langsam stromabwärts. Die Tochter des Kaufmanns lief eiligst zur Herberge, um ihren Vater zu wecken und nach Hilfe zu rufen. Ehe diese jedoch ankam, scheiterte das Schiff am Felsen des heiligen Nikolaus und versank mit der ganzen teuren Ladung in die Tiefe. Bestroft, Getei, Form von Blasphemie oder Zweifeln, Unzweifle von der Wirkkraft, von der Intercession von einem Heiligen, den zu ohn ein ganz traditionell Verehrung an ein ganz traditionsreiche Publikum hat, den das Jitvereng übel, weil geht zu gönner weiter, den Herr Gret hat sich schon ganz viel mehr gegeben für alles abzuschreiben, was zu uns so zirkuliert das. Das war nämlich nicht den Ähnchen, also den unglücklichen Franzos. Mir gouf noch einer Schiffer, auch von kein Franzos waren, in dieser Instanz liest meist dasselbe, wie wir los, ob es lo in Deutschen, in den letzten Jahren der Franzos Kind gewicht sind, den der Strom hinaufgefuhr ist Richtung Träger, und du zu Träger selber auch unter Pfeilern zerschellt das, Wellen, etwas ganz Klares nicht gemerkt, war doch noch bis an 20. Jahrhundert eine Tradition zu ohne, weil das war nämlich, dass von den Ohn passiert wird, dass es in Kap gezündet wird für unter die Nikolausstatue. Dat, wenn ich das nicht möchte, und ich gebe dir nicht Uroden zu probieren, wir wissen ja nicht, was könnte passieren. Jedenfalls will ich an dieser Stelle, siehst du, als Disclaimer so responsabel will ich nicht sein. Und darauf wollte ich eigentlich so hinaus, mir gesehen, dass es egal ist, wo man uns die Snippet wie uns sicher gehen, also die Aussicht oder die Anekdoten, sie delen sich immer dieselbe Kehr, sie zirkulieren hunderem dieselbe Mirakelerzählungen, Wundererzählungen, und das macht doch absolut Sinn. Also vermitteln ein Bild, die man nicht so richtig den Kult können begreifen, als einer mittelalterlichen oder frühzeitlichen Ausformung zu Lützeburg, wie doch können zirkulieren. Und zwar Tisch von Generation zu Generation, an Erzählung zu Erzählung,
iwwer de Pad oder Boot, überall do, wo in den Niklos gebraucht oder gesinn huet. Gesinn huet ihnen relativ oft. Weil dat bringt mich zum zweiten Punkt, den ich an diesem Kapitel will machen. Die Entwicklung vom Niklos Kult Lützburg kann wahrscheinlich auch festgemacht gehen und de langen Traditionen von Klosterschulen, also Kleisterschulen, die man als Lützburg auch an der Form von Irchten oder von Münster schon ganz frei von tun. Und das auch do, wo sich die Kult am Milieu skolär entwickelt, weil de hudet vielleicht schon heieren, mir gesinnet hei an engem Tableau von engem Lützebauer Künstler aus dem 18. Jahrhundert aus Orwell, den heiligen Niklos als Schutzpatroner von de Kanner, weil net nämlich an enger Erzählung so heecht 3 Kanner, die op beisartest aderweis von engem Metzler higericht an zu Jelly verschafft goufen, zum Liewen erweckt, mit dem bei dieselvichten unmenschliche Metzler, den wahrscheinlich nimmende Profit für hat, agekeiert, dass an ihm opgefallen ist, dass die Jelly doch so komisch gif machen. Und dass du also, wo sich die Erzählung rausspeist, dass den Saint Nicolas eben noch ein paar Trainer von der Jungen und vor allem von der Jugend kann soll sein, und dass auch dadurch, dass gerade an den Schulen verehrt wird, weil du heute sei Publik, du sitzen sie alle Guten und du willen sie auch von seinem Patronage profitieren, was schon, das schon. Aber wie den Herr Meißen drin ganz klar sieht, dass auch du wurden an denen echte Formungen gespielt wird. An engen von denen Dramatisierungen vom heiligen Niklos kann mir auch haut nach die mehr zu Lützeburg an Schulgänge sie, weil auch an den Lyceen gëtt haut noch immer de Kläsie gespielt, wo en Dach mat ganz viel Ramba Zamba an net so undächtech autoritär, wie man dat vun Bischheef gewinnt sinn, Herr Wagner, ich denke beispielsweise Äsch vu Klasse zu Klasse zit an eigentlich méi Unheil verbricht, wie so es. Dat aber huet deelt sei Kehr aus der mittelalterlicher Tradition, dat aber huet viel zu dienen, wie so in Helligen am Alldach von den Menschen gewirkt huet, weil mit dürfen die du für uns waren net der Schätze sie hunn allen Möglichkeit Gesicht fir ze feieren an fir hier liewen an dat von ihren Matmenschen mat Fred a mat Gemeinsamkeit ze füllen. An einer Zeit wo namens die ich noch gefeiert goufen ass dat natürlich die besten Exkus. Mat zu Lützeburg am freiner zeitlich Lützeburg as die Klosoren, die man un allen Ecken und de Fassade fannen. Wir fanden Chemineen, wir fanden wie Hai beispielsweise enger ganz schöner Stehmalzarbeit aus dem 18. Jahrhundert, das ist der zweite Halschen vom 18. Jahrhundert, ganz wahrscheinlich durch die Rocaillen, die doch echt da an den Spätbau oder an der Rokoko zu datieren wären. Wir fanden aber auch über Dieren, wir fanden über ganz viele Dieren aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Und das auch da gebe ich so, worum etwas ganz klar geht, was wir auch als eine Fester feiern. Den heiligen Niklos sicht das du hem. Hier sicht als Hemer op, dass du wo wirkt, dass du wo könnt, die Einkehr, das ist ganz wichtig. Und das auch so, wie man Haut nach feiern. Ihr könnt ganz himmlisch, ganz unbekannt von der Deichte aus. Und das kann nimmen am du hem machen, weil wenn Leute aussehen, finde ich kein Mensch mehr auf der Straße. Jedenfalls nicht die, die sie für sich gehalten haben, und jedenfalls nicht in der früheren Zeit. Am ländlichen Raum, also zwischen dem heigen Mittelalter und der freien Neuzeit, war der Nikloskult lang gebunden, wie Colette Méchat für den Lautringer Raum gewiesen hat, und Hausschwein. Und für mehr genau zu sehen, und Schlöchtfest von diesem Hausschwein. Das schon anderem diesen wichtigen Moment konstituiert hat. Weil es gab nämlich, das wissen wahrscheinlich auch nämlich viele Leute, haben 2 Niklosfester. Gewinnt am Sommer, kurz nur alle Hallien, nur Peichten, entschuldigt. Und es gewinnt am Winter. Dann am Sommer war eng Prozession an eng Feier vum Niklos als Patroner vu Lothringen zu Nanzig an zu Metz. Dat war fest, wat für allem auch der urbaner Bevölkerung von Metz an Nanzig zu gutkommers, mat Oktaven, mat allen sossen Festivitäten, die Leute an Stadt tun, an wo do den heiligen Niklos als wichtigsten Patroner vom Lothringer Land gefeiert gouf. Dat huet sich aber nicht so durchgesetzt wie der Zweetfest, dat mehr auch hart feieren, dat Wanderfest wie immer gerne genannt gouf.
an der seich dat do, dats wann ich Dir so profaniséiert ausdrecken, Tauschwein huet die Klos von der net gedreht. Das nämlich grad dem Moment, wo an den Haushalten auch op ländliche Raum vier gesuercht gin ass fir de Wander, wo ihn dat fest begangen huet, dat se lo das Strei geschlecht und dat se lo genug Flech hat, dat se dat eben immer den Dach vu St. Nicola gemat huet, a Bemol huet sich op den Dach festgesat. Also war ganz lang Zeit am ländlichen Raum von allem la Fête de la Saint Nicolas war ein Synonym für Schlöchfest vom Schwein. Dass sich dat Hanno ausgeformt huet aus engen modernen Sich, dat geht eben noch op die städtische Entwicklungen vom Kulzreck, die immer Konkurrenzstungen natürlich mit ländlichen Opfassungen an Dach von auch viel von diesen Fester, von diese Schlachtfester auch nach Haut an der Aderweise mehr den die Klos feieren, mit den sich mit den exzessiven opschulzenden Festlichkeiten, die man bieten, wo heben könnt oder wo noch op Gemeng geht, wo an Schule geht, a wo am öffentliche Raum praktisch nämlich wegzudenken ist. Ma fir den der zeitliche Mënsch eier 400 Zeit vum Santa Claus an Père Noël ass den Heiligen Nikolaus fir an allmolle Bischof. Das ein Kirchepap mat enger ganz klorer Ikonografie, bësse méi dynamisch regiert, bëssen manner dynamisch längs, steht op den Altar oder Seitenaltar an de Kirchefensteren oder a solchen Nischen waren ze fannen, an das auch so wie en opgeholl gouf an Eichstalin. Et waren Mann vun der Kirch, et waren hellege Mann man enger Autoritéit, die Meerfleit haut nëmi so kënne novollzeien. Mi wat ma op alle Fall gesinn an all diesen Durchstellungen oder sich falls am Gro von de Statuen, die ich ausgewährt hun, demste dankenswerterweise enger ganz große Kipp unter man am Simon zu Summe gedroht goufen, nämlich kein von denen, die selber fotografiere goen. Gesinn wir, dass die Erzählung von den 3 Kanner am Bottich déi dominiert, von allem, wenn man bis in das 19. Jahrhundert herumgehen. Dass die wichtig das. Und da seht auch viele wat Funktionen von heiligen engem Land wie Lützeburg wat bis an das 19. Jahrhundert echt von Armut von Prekarität gebrandmarkt war wie so selbst. Ein heilige Sicht sich der Publik immer ganz genau aus, aber ihn durchgestaltet als mechtens auch Kivonner. Für uns freimodernen Lützebäuer also Neistalline Bischof an der Kirchepap, ein Heiligen wie ein ganz Phalanx von katholischen heilige Figuren, eine ganz pragmatische Funktion, die ihm zugesagt gouf. Das sind also die Linien, die wir lo gesehen haben. Ma wir fanden die Klos an der Kirchen aber auch an ein ganz anderes Medium, ein ganz spannendes Medium, das ist nämlich das mit den Kirchenfenstern. Du siehst immer ganz oft, du hast méi verstoppt, méi implizit präsent, das méi diskret, mir auch do also ganz klare Plan auszuschaffen. Und das gebe ich lo gern am 3. Kapitel probieren, ein bisschen mehr systematisch durchzustellen. Dafür lesen wir da ein bisschen Alex König, den an der Ausgabe von der Hemisch von 1912 viel Wort zu der Verehrung vom Heiligen Nikolaus Lützeburg gesagt hat. An den anderen auch eine Typologisierung von diesen bildlichen Darstellungen tontéiert huet, ob dem gelungen ist, das können wir ja nur noch diskutieren. Mir auf alle Fall geht den Herr König von Folgendem aus. Die Bilder des heiligen Nikolaus sind zahlreich. Es lassen sich diese Bilder in mehrere Klassen bringen, welche durch eigentümliche Darstellungen sich unterscheiden. Das Gewöhnliche ist das deutsche Bild, auf welchem der Bischof das Buch mit den 3 goldenen Äpfeln trägt. Da bringe ich mir schon ein bisschen mit der Observation, die wir Logist gemacht haben, dass ich da die 3 Kanner am Bottich dominieren, vor allem auch an der freien Neuzeit. Seht den Herr König, mein Point de vue, gehört ganz klar am 19. Jahrhundert, schreibt heute zwar am 23. Jahrhundert, mit gedanklich also ganz am 19. Jahrhundert. Hier geht davon aus, dass es echt das Bild, was man hier an einer Skizze, an einer Vierarbeit für Vitrei fanden, vom Atelier Linster, dass es den Typus, dass man dem Buch mit den 3 Äpfel oder 3 Kurlen nicht changiert, eigentlich auch immer ganz eindeutig. Hein zu sehen, Äpfel, das nennt ihn nicht der Deutsch. 3 Kurlen nennt ihn dann dewer so rechter Holländisch. Wen net fest mit as ganz schwer festzulehen oder not zu vollzeien, soll aber gesot sinn. Für den Herr König aus dat mecht verbreten Bild zu Lützeburg. Ich kann auch verstehen, wenn man nämlich den Blick auf Kirchefenster gucken, da gesehen wir ja tatsächlich
Wann man dé suchen, ja du hast den Erbe sinn die Äppel lieferall ze gesinn Buchwalle Fall do nach do Äppel an do sind Äppel och ze fannen. Malo wann ich dann awer soen, dats mat mat Fënstern sinn hun engkeier zu die Eicht vun lngs zu bekerech gemar vun der vum Atelier Linster e Schmidt kurz 1900, der zweet vun engem unbekannte Kënchtler zu Konstreff 1910, der dritt Rëm vum Atelier Linster 1931 och zu Kontern an dat féiert zu Osbahn och aus dem Atelier Linster 1921. Da gesimmer hunne Teil vu allem mat Produkt dem 19. Spei den 19. der Ufang die 100 vu 1920 ze dien. Et schenkt, dats do des Typologie dann dominéiert huet mat den Apple. Wir mussssen se net Deitsch nennen, wir können se Deitsch nennen. Ich gis aber am nächsten wohl nicht nennen, weil mat dee Kategoriséierungen, dat deen sich immer so schwéier, die gin ja no afen net so richtig op. Nee, wir können op aller Fall wohl 2 Sache ganz klar festhalen. Wir hunne Teil mat echtens Ateliers Erbechten ze dien, an zweitens si ma viel mich spät, nämlich die 100 wenn. An du gesimmer den die Klos Rëm an enger ganz typologiséierter Ausformung en ass Hai viel manner dynamisch wie nach am Barock oder am Rokoko, en ass filmi autoritär, filmi monolithischer Ball Bewegunge reduzieren sich op Minimum. Ich guckt doch als den Schobal de Greis ganz friedlich entweder ob als Rof oder Ried an als Blick treffend. An dat geht auch eng Zeitrick, wo den herrlichen Nikolaus synonym ass fir ganz soziale Programm vun der katholischer Kirch an noch so ein Sinnbild gëtt fir eng Familiepolitik an enger ganz anderer Welt wie dann an der freie Neuzeit oder Mittelalter de Fall war. An do eben noch ganz eine Aufgaben huet. Für allem am 19. Jahrhundert kritens den Heilige Nikola vielmi die Aufgabe als Pädagog, als den kann er auch disziplinéiert. Das auch dat größte Jahrhundert wo die Figur vom Knecht Ruprecht vom Hosecker vielmi wichtig gëtt, der was sogar méi wichtig gëtt wie den Nikolaus selber, den Echter ganz passiv belohnt an dat deelweis versteierend oder traumatiséierend bestrofend, wär doch als kirchliche Millioen am freien 20. Jahrhundert ganz scharf kritiséiert gouf zu Lützeburg, wat du filmi iwwerhandelt. Am mir gesinn ja, mir fanden nach viel méi Beispieler fir so ganz typisch Durchstellungen, wie man se aus dem 19. Jahrhundert kennen, och alles Ateliers Erbechten, Hai ganz längs vun engem unbekannte Künstler zu Dellen, dann hai die Zweet zu Kersch vun der Firma Binsfelder Janssen 1890, dann dritter Stelle Linster a Schmidt vun 1895, zu La Rochette an den Mondorf-les-Bains vun der Familie Linster a Schmidt 1892. Wir gesinn dieselwicht Approch hai sogur déi Klanghypothese sollte mal erlaubt sinn, gif ech so gemengen, dass es sich dobei den Endprodukt vun dieser 4 Erbecht handelt. Dat mis sie noch méi genau klären. Ich denke vun der Durchstellung vun der ganzer Gestikulation vom Heiligen an auch vom Opbau von der Fenster könne sich schon eigentlich woen das aus so zu machen. Dat awer nëmme fir bisssen zu provozieren. Dann geht den Herr König aber noch weiter. Ihr seht, zu Lützeburg wirkt eben nicht nimmer diesen deutschen Typus, mehr du wirken noch nach ganz anderen Typen, und zwar auch der sogenannten holländischen Bild, ich schon erwähnt, wird oft mit den 3 Kurlen dann auch als Variante könnt. Mehr wird auf alle Fall viel mehr nautisch aus, wenn man so will, so viel mehr Proximität zum Wasser unterstreicht. Und auch das fand man zu Lützeburg, wie es wirkt, oder wie es gewirkt wird. Hier in einer Durchstellung aus dem Luxemburger Wort von 1961, wir gesehen, den Anker dominiert ganz klar. Das ist zwar kein Schiff, aber das kompensieren wir eben just dadurch, dass wir den Anker dabei setzen. An der Durchstellung können wir noch als eine Annonce von der Nikolausfeier vom Verein von den Lützburger Bannenschiffer, die zu Rheinig ihre Sitz hatten, an die do all Joas, ich weiß nicht, ob sie haut noch feiern, da sind ich ein bisschen überfroht, mir ballerfall noch bis an die 2020. Jahrhundert, das fast begangen hun als eine Kooperation. Auch das holländisch Bild, wenn man zu nennen will, fanden wir zu Lützeburg, führen allem und denen, an denen Kirchen, die nur beim Wasser stehen, die überrascht werden nicht. Hier haben wir Wasser billig, ganz links, Feiernen, am 2. Platz.
Wölverdang und 3. Platz an Uewerkur auf 4. Platz. Enkeier 1951, dann 52, 53 a 55. Sprang immer weiter, gi immer genau derzelwicht. Min haem ganz typologiséiert Durchstellunge, wo den Anker oder dat Nauticht präsent ass erbleift. Dat dient zu ohn, wie hat oranisch das sollte sinn, dann zu Gräve Macher, zu Machtum an zu Remisch. Enke 1950, 1952, 1952 an 1952. An noch do erlaubt man en gewissen Konklusion zu zählen, wenn man vergleichen mit den Fenstern, die man lo just gesehen hun. Wir hunn ha net méi mat Ateliersarbechten ze, die mat Erbechten vun einzelnen Künstler. Wir lese ganz viel Zanter, Gustav Zanter, Camille Croat, also alles eng Generationun vu Letzburger Künstler, die als Konsequenz vom Zweiten Weltkrieg die zerbombte Lützeburger Kirche muss ausschmücken. Am mir gesinn do krit den Heiligen Nikolaus ein ganz andere Ausformung. Also lo frei, gët lo bisschen wie opgebracht, dass méi Spielraum für Interpretation, für artistisch Gestaltung vum Personage. Hier gëtt filmi dynamisch, hier gëtt filmi schwéier zu fassen, hier bricht op, gëtt abstrakt, gëtt fuwech an gëtt nemmi so beleierend. Gëtt eichter den vertrautenen Kompagnon vun enger Nation, die viel gelitten huet, an die Lo no engem orientierende Blick sichchen dessen Helleche mat enger ganz anderer Froestellung approchéiert. A Fi allem si man noch enger Zeit, wo d' Kirch ëmmer méi zu eng kënchtlersche Raum gëtt. Kirche schëff sech selber. Weil den Nokrichszeit ass eng vu denen aktivste wat Glasmolerei uget, a fir do kurzende Wider vun der Forschung vum Peter Schmidt auszudrecken, waret fir allem eng Chance mat den Durchstellungen mat den als Demos iwwerkommen empfonnenen Durchstellungen vun den Heiligen opzeraumen a méi zeitgemäß Ikonografien a Platz zu setzen. Wir gesinn och dat huet zu Lützeburg so funktioniert. Zu Lützeburg schon mal geguckt, dass man méi eng dynamisch Durchstellung vom Heiligen können errechen, die ihrem Filmino steht und der geschwungene Aderweis, wie man se lo schon am Rokoko gesinn hun. Als Drittbild dat so noch ganz kurz gesot, weil der König schenkt identifiziert zu obwohl Demos weil der Touren net wirklich sto war, also die orthodoxe Gemeinschaft nannten dat griechisch an dat russisch Bild, wo man natürlich den Heiligen als enger ganz typische Aderweis man so im Ufang schon beschwert hun fanden, wo en eis gegenübertritt als ein Personage den absolut an der Kirchendoktrin zu situieren ass, der Kirche Pap mam Evangeliebuch an der Hand, mat den gehövenen Herren, die Sehnen an mam Beistand vun der Mutter Gottes an vu Christus selber. Da das eng Durchstellung, die man zu Lützeburg so net konnte noweise falls net den Recherchen, die mir gemacht hun aufgesi vu war der Tour. Mich wollte aber an dieser Stelle Süßmenker erwähnt tun, weil auch sie hat hier Funktionen. Wenn man so lo so an Kirch gange sinn an uns den Heiligen do ugeguckt, wie sich präsentiert oder wie präsentiert ginnas, dann muss man aber auch am Meister Kirche rauskommen, weil et soll an dieser Stelle auch erlaubt sind zu so ein kirchliche Patrimoine fängt nicht an der Sakristei an hält bei der Kirche Part op. Kirche Patrimoine oder religiöse Patrimoine sich sich auch haut nach sei weh bis ganz Dave und Gesellschaft, wo ein Deelweis ganz verkannt an implizit evaluiert, haut nach Forme praktiziert, geht auch was hier im direkte Bezug zum religiöse Kader gut so betonen. Da das auch eine natürliche Entwicklung von diesen Traditionen, also wäre man dann noch zweitletzte Kapitel, ich betone zweitletzte, gut, gepackt, wir mussten also auch ein bisschen am Nikolaus fest aus den Traditionen auseinandersetzen, weil die haben ikonografisch Konsequenzen. Au Moyen Âge schreibt Eugénie Bauer an ihrem Aufsatz Saint et généreux, Saint-Nicolas en Flandre et aux Pays-Bas, les saints étaient les auxiliaires indispensables de la vie quotidienne. An ja, Nikolaus Ikonographie, ob an unsere Kirchen, ob an unseren Dohemer, ob die Straßen oder sonst öffentliche Plätze in der Reim, entfällt sich ob hier ganz egen aderweis. Sie wird gedrohen, auch von den Fester, die unter diesen Heiligen abkommen sind. Bildlichkeit vom Heiligen Nikolaus, der Techtweise
wie sie sich façoniert oder besser wie mir se façonieren a façoniert tun, kann net getrennt vun diese sylischen traditionellen Bereich betrucht gi sie muss viel méi an enger Kontinuität an eng Kontinuität gestalt gin a vun diesen Traditionen enkadréiert bleiben. Wir wollen uns also lo méi genau an hun Hand verschiedene vun diese festlichen Okkasionen nu gucken, wie sich us sechte Kanon vun dieser hellegen Ikonografie wie mir se an der Kirch vir von tun, verflüssigt, se negociiere leist, verschwimmt an opgëtt fir eng helle Wull un sozialen a politischen Affluss. Ja, den hellegen Nikolaus ass een vun den enschen hellegen hunn ich schon gesot, den eng ganz intim perélech Verbindung zu eis alle Gute pflegt. Mir hunne gemolt, mir hunne gebastelt, als Eltern hunne gespielt, als Mammen hunnen imitéiert, waren Telleren, die wemol eitel waren, a Schlappe wemol voll. Hi war an eisem Liewen op egent eng Äder weis, an du hueten och Spuren hanner los. An mir selber hu Bilder vun him gemet. Entweder am Kap oder an der Spielschule bei der Joffa Bausch, die dachten net so zufrieden wären mat menge künstlerischen Durchstellungen. Mit der se Kantheitstrauma, der selber muss verschaffen. Aber wir gesehen, dass eng von denen hauptsächlichen Unterschiede von der Nikolaus-Tradition, aber auch von der Nikolaus-Ikonografie, die ass, ob de Gläschen eben do ass oder net do ass. Weil do wo do ass, assen formalisiert. An der Kirchen ass der Programm fest. Wie man durchstellen, ass geklärt. Do wo net do ass, von den himmlisch kennt, von net Klo ass, wen durchstellt, von net Klo ass, wen spielt, du gëtt den op fir këndlech Fantasien. Du könne mar selber ausmolen. A fantaséiere wéien dann ausgesäit, wie seg Stimm klingt, an dats dach dieselbechte Brill dreht wie de Pappe. Op 5. oder 6. Appes bleibt also ganz stabil. Absence a Präsenz sind eng von den wichtigste Faktoren, wann es um die Nikolaus-Ikonografie geht. Die eng diktéiert Präsenz, die einer lässt Freiraum für Überlegungen a für Interpretationen. Und das auch do, wo sich denn an der Tradition vom Nikolaus Ovent oder vom Nikolaus Muren diesen hellegen sich etwas gemeinsam hat mit ganz heigen christliche Feierdeich, nämlich die Sicht nicht. Das deelt nur sich nicht mehr mit der Osternucht und mit der Christnucht, dass do wirkt, do wo sich die europäische Tradition Monstrositäten verurten, an der Beiser Nucht, an der Kaler Nucht, wo die gut schlafen, an die Beis walten, wo die Stunde von den Hexen, von den Zauberer, von den Grotesken, von den Fabelwesen ass. Wo sich alles, was den Europäer gefordert hat, war immer do, wo die Sonne nicht da war. Aber das aber bemol an ohne Zufall gibt es so noch die Zeit, wo dann diese großen Hellige will wirken, an ein bisschen etwas von dieser schaurigen Nucht will forthöhlen. Entsteht also auch da an einer ganz direkter Verbindung mit zentrale christliche Liturgien, die ihm eine gewisse Autorität verleihen. Ja, die Nikolaus-Traditionen sind ganz eng verbunden mit dem familiären Kreis, an denen diesen Heiligen sozusagen ganz unverschämt und direkt andringt, wie wenn zu einer Familie gehören. Ganz klassisch, wie wir doch heute gesehen durch den Kamein. Ich hoffe, Sie das nicht Spielsachen nicht draufgehalten, weil da sind sie ja schon futti, sie dürfen kommen. C'est die plus pure Saint-Nicolas. Ja, loset uns nicht vergessen, die Nikolaus-Ikonografie bleibt befeiert an ugedriven, auch durch die unfehlbar eierlich, a faszinierend kindliche Imagination. Der Nikolausfest als dat von der großen Gewinner, a von der lange Gesieter. Nicht verbunden mir auch hautnah so intuitiv mit einer archetypisch kindlicher Fred an Enttäuschung. Und das sei an einem Tableau vom Jan Steen aus den Jahren 1665 bis 1668 schon mal ob ein ganz wundersam Aderweis die ganz palette und kündlichen und menschlichen Emotionen gesehen, die auch mir alle von seinen Kehr durchgelieft haben. Wir gesehen ein Dach ganz traurigen Jungen, den wohl nicht so brav bestraft wird, seine Schwester, die nicht wirklich undeel huet, segem Leid, an das erschreckend bewonnere, wie die ganz Panoplie von diesen Emotionen an einer Distanz von über 350 Jahren an diesem Tableau da so familiär klingt, erwirkt. Die Familie assembléiert, stellt es den Kant an all seine Stadien, emotional, aber auch alterstechnisch, an den Zentrum vom Nikolausfest. Diesem Fest von an viert Kant. Wir haben den traurigen Jungen gesehen, wir haben kein Kindchen, das voller Fried, weil es beschenkt gouf von der Großmam,
du am Vordergrund steht an. Ich hatte schon gesagt, wir fanden all Nuance von Fred, Schadenfreude als auch du, der kleine Bof, den man Fanger auf sein Bruder weiß, der für drüber gekrascht wird. Wir gesehen, du war den Zugriff zu diesem Fest, wie mir die Haut noch verstehen, schon formuliert. Fest zum Heiligen Nikolaus braucht den Nikolaus gar nicht für seine Ikonografie. Hin hast du ohne do zu sein. Ein Fest, was mit Massen, mit sich begangen ging als a Gott. Das ausdrucksstark wie eine deliciöse Naivität, wie das Tageblatt dem mal ausgedrückt wird, und das zentral auch für das kulturelle Leben zu Lützeburg den Dezembermonat. Prosaisch ma auch avers reiterieren erspillen solch Tabloen, aber auch textlich Durchstellungen wie déi ha immer an der Ausgabe vom 25. November op den Dach genau 1850 am Luxemburger Wort fannen, wo man auch gesinn, das den Saint-Nicolas de Patron de l'aimable Jeunesse, den do wirkt, wo er mechte gebraucht, gëtt fir Kant van et Spielsache wëll, das wahrscheinlich am kantliche Kalender nicht so wichtig so seriös, wie wenn ich muss desideieren, was für Playmobil lo will, aber was wir in den Dach nicht kann wünschen, weil auch die Gläschen hat finanzielle Limiten. Und dass du, wie gesehen, Teil einer Durchstellung von einem belgischen Künstler, La Venue de Saint-Nicolas, wo man dann auch fast wirklich so erkennen, wie wir Haut nachfeiern. Den heiligen Nikolaus, den sitzen in diesem Fall für der Schmine, die ganz zögerlich Kanner empfängt, an do Bescherung bringt. Für den Karl Meissen, dem wir schon an einer Stelle zitiert haben, gibt es dem noch gar keinen Unterschied zwischen der Heimlichkeit am familiären Kreis an der großen Festumsicht, die zu Ehren vom Heiligen auch an unsere Gemengen aufgehalten gehen. Es besteht also demnach, das müsste B sein, natürlich überhaupt kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Brauche der Einkehr und dem sogenannten Volksschauspiel von Nikolaus. Vielmehr handelt es sich entwicklungsgeschichtlich um ein und dieselbe volkskundliche Erscheinung. Das eine steht süß um anderen Extrem von dem anderen. Das eine das heimlich am Kreis der Familie, der andere ganz posaunend, nur vierbrechend am Kreis von der Gemeinschaft, von der Gemeng, oder von der jugendlichen Gemeinschaft. Das heißt, du gibst keinen Bruch, du gibst nicht mehr Kontinuitäten, sie delen sich dieselbe Kehr. Und dass auch du, wo ganz viele Meinungen zirkulieren an diesem öffentlichen Raum. Wenn wir gesehen haben, zwei Sachen sind in dieser Durchstellung ganz interessant. Einerseits, wir gesehen die typische Durchstellung vom Gläschen, den an der Deichstadt, das kann ja in einer Schneelandschaft, ob Dorf hinzieht, wir wissen, was er will machen, er will Kanner beschenken, hier geht der Frieden entgegen, bleibt doch unbekannt, also das den unsung Hero of Children and Childhood sozusagen. Als das Durchstellung aus dem Jahr 1906 doch auch noch für etwas anderes ganz interessant, ob das sich die viertagslose Louis hier bewegt, das ist ein ganz untypisch aderweis den heiligen Nikolaus durchstellen. Sie geht schon viel mehr Richtung vom Père Noël, vom Weihnachtsmann, wie man sie herno allo an den nächsten Minuten noch viel mehr werden thematisieren. Weil, und du kommen lobt Krux von diesem Kapitel, von den Heiligen durchgestaltet wird, gespielt oder inkarniert, verkörpert wie heute zu Asch an den 1950er Jahren, dann ist das nicht nur etwas, was willkommen geheescht gin ass vu brede Massen, wie auch scharf kritisiert gouf von denen, die daran eng Profanisierung von enger Person gesinn und die für allem Opmol ganz wichtige kirchlichen Auftrag hat an den pädagogischen Auftrag. Bluff immer den einen Heiligen, den leibhaftig zur Erde niedersteigt, den also Bemol trippelt an tausendfacher Ausformung aus dem Monopole raus und an den Kaffee heran, wie gefragt hat, der Gläschen hat schon nie einen anderen Pott getrunken. Einer selber nicht immer geschwart wie der Nickel vom Haus Turnier, dann nicht war so getrippelt wie den immer beso hört mir doch werte Gläschen an sonst keine anderen. Natürlich war immer komisch, dass in die Gläschen und der Pop nie gleichzeitig gesehen wird, mir den aber nie eng vorgestellt. Man am Simon doch selber gesagt, die Gläschen hört gewirkt ikonografisch auch bis an nicht mehr ran. Sie wird Klos, Gläs, sie wird Glasen oder Nikolai, der nass präsent, war immer präsent an unserem Leben, egal wie sich das manifestiert.
Ma Kritik war nie ausbliwen, Fi allem wann et rums gangen ass durchzustellen. An Hai as eso eng Kritik aus dem Luxemburger Wort aus den 1930er Joren aus enger Zeit, wo d Luxemburger Wort nach viel Menung hat, kom dëser vier, wo ganz klar ugegraf gëtt, dats den Housecker so eng Präzedenz hëlt, a Bemol so iwwer betont gëtt an den Äne vum Autor vun dësen Zeilen an ech lesen en Deel 4. Also der Zeil, dieses kann umso leichter geschehen, also Traumatisierung vom Kant, als man hierlands ja auch tapfer dabei ist, bei öffentlichen Umzügen die hehre Bischofsgestalt des heiligen Nikolaus so zu parodieren und zu entweihen, dass sogar das bischöfliche Ordinariat dagegen öffentlichen Einspruch erheben musste. Ich probiere daraus von wo genau Vielgänger Herr Wagener probiert tun du Anhalt zu gebieten schon einfach nicht fand, wo den Autor von diesen Zeilen, der also hier hält, kann ich selber nicht erklären. Ein Städtchen ließ sich vom anderen anstecken und schließlich auch ein Dorf vom anderen. Manches geht auch auf die Kosten der bischöflichen Würde, die der heilige Nikolaus im Leben bekleidete. Es wäre darum an der Zeit, dass alle, die es angeht, sich wieder auf das ursprüngliche und ernsthafte der Sankt Nikolausbräuche besennen und die Mystik dieses Brauchtums nicht in einer Art Kavalkade profanierten. Es wäre kein Schade, wenn alle Nikolausumzüge so rasch wieder verschwenden, wie sie entstanden sind. Es kommen zu viele Missbräuche dabei vor. Ein ganz stark Meinung zu diesen sich an zu dieser Figur. Aber mir gesehen auch für wert, denn heilige Nikolaus an den Episkopat delen sich dieselbe Attribute. Mitra a Bischofsstab, wenn ihn das ein profanisiert, kann ihn das andere du sich nicht unkritisiert losen. Und das ist ein Gefahrgewicht, den du erkannt wird, an der ihn probiert wird, entgegenzuwirken. Aber den Diskurs die Figur geht sich nach viel mehr weit. Richtig. Weil den Nikolaus also auch politisch an enger politischer Ausformung gewiss so hatte man sich an der direkter Nokriegszeit oder nach während der Christ also 1944 schon die Echtkeier op Volksgangen ass an do kann beschenkt hun die wirklich go nicht mehr hatten oder deelweis go nicht mehr hatten wo aber lo muss mich entschuldigen, ich wollte jo ganz Lützeburg gerecht machen, dafür hun ich zwar die Wölzer durchgestalt, aber die Redner am Wort beim Wort geholl, weil auch du aus den heiligen Nikolaus an Schul kom gesinn murem enger Zing aus den amerikanischen Auto an der Schulhaft raggedurch. An den amerikanischen Soldat mat méi Kameroden as dann vu Klasse zu Klasse defiléiert, man enger de Pech mé gesinnet an huet de Kanner verkënnecht, dats de Klesi aus Amerika de letzte woier an Nikolaus rëmbrucht hat. Also gifen um 2 Uhr am Nomittig dann an Schule kommen. So dann noch kommen, genau wie zu Wolz, wo auch de Klesi vun Amerikaner rëmbrucht gin aus engem politischen Exil, weil auch Nikolaus sich waren praktisch während der Okkupation vun den Nationalsozialisten zu Lützeburg op Minimum reduziert van net ënner sot. Als Rëm die doten Zeit dat echt wat gemerk gin ass den Nikolaus parodéiert gin. Das auch déi Zeit ganz interessant, wo sich von einer gewisser Nationalisierung krit. Nikolaus Lieder ginn bemol geschrieben op Lützeburg, in se nimi op Deitsch sangen als ganz verständliche Grünn. Und das auch die Zeit, wo man alle Bekannte von uns, die man für du gesehen haben, den einen Saint Nicolas auf die Lützeburger Seite River gesagt. Der muss sich nämlich vorstellen, die Lützeburger wollte ja auf ihren Nikolaus gucken, also stungen auf der deutschen Muselseite, wo er bis 1939 gewirkt hat und dann als von einem Vandalist heeschte am Luxemburger Wort an d Musel gestürzt gouf. Dann aber wie sollte doch nicht das gewesen sein, ob von der Aderweis Rëm zu ohn und Ufer geschwemmt gouf. An dann awer aus Trotz gegenüber den Deitschen nie méi op die Deitsch Seit gestalt gower noch haut nach op der enener Seit weilt an enger Kapell, die dann 1939 an den 1940er Joren opgebaut, dann zersteiert an der 1954 fir d'lächt neu opgemerk gouf. Dat heecht do sinn sich vun engem Saint Nicolas, die fir allem auch een Diskurs, en öffentlichen Debat, ein Debat, den man an der Öffentlichkeit usiedle mussen, an den du ganz unverschämt politisch will an muss sinn.
Und das auch do, wo man die echte Käier an dafür aus dem Moment von der Wölze, aber auch so wichtig, aber überhaupt von der amerikanischen Präsenz, dass du, wo den hellige Nikola für die echte Käier an definitiv auf den Santa Claus trifft, an von do un sich diese Personage eigentlich auch immer mehr breit wird machen zu Lützeburg. An der Grund wie de Santa Claus den och hai ganz klar filmi wichtig gëtt 1946, dat du ass ke Saint Nicolas méi och van den nach Kläsie genannt gëtt, du hast schon echtter en ganz modernen Kläsie, weil net den Telefon am Grab den du wichtig gëtt. An dat huet doch vill mat de kulturellen Tangente mat den Amerikaner ze den an och mat der Funktion, die de Santa Claus an englischsprachige Gesellschaften überholt huet, weil mir lesen Teil von John Schleen, Santa Claus like all of Christmas is a symbol of infant adoration. Am Grad van dem Durchstellungen vum Kläschen durch Kanner geht, wëlle man nemmi kanoniséiert Durchstellung. Wir wollen dat kreien und wir wollen dat förderen, wat och een Deel vun der Nikolaus-Ikonografie haut das nämlich Durchstellungen vu Kanner. Du so nicht de Michael an dem Lara groß Merci, dass ich schon dir von hier Kunstwerke haut durchstelle. Es war net so einfach dat behandeln. Also hun man am Simon nicht dir so lächt woch schon Kläse krit an das Kewel so meen. Ja, Tantieme muss ich nachforderen, egal wie es. Dabei kommen da lo op mein lechten Punkt, mein lecht Kapitel zum Schluss kommen. Wir wollen uns nach emol die bildliche Spruch vun an anderem Figur vom heiligen Nikolaus gucken, also definitiv opbrechen, also mat den zeitgenössischen Entwicklungen nach Verbindung bringen, die mat zëllegen anderen Ausformungen Kontakt bringen, dann Verbindung stellt, die du seit dem späten 19. Jahrhundert Fosgefas hun auch zu Lützeburg zirkuléiert sinn, deweis sogar enger Konkurrenz zum heiligen Nikolaus stungen an net mi viel mat dem Personal ze dienen, den an der Ost- an der Westkirch vereiert gëtt. Dass das eng Iwerzegung an eng Ansicht, dass zum bildliche Patrimoine vum heiligen Nikolaus auch déi Gestalten an Gestaltungen stehen, die haut oft parallel an als seng Homologen sozusagen operieren. Ja, an diesem erste Kapitel wëlle mehr als viel méi mam Santa Claus, mam Père Noël an den Ekklesien auseinandersetzen, weil auch sie geheieren zum Patrimoine vun der Saint Nicolas. Wann also Lützebäuer oder eng Lützebäuerin 1957 Luxemburger Land in diesem Fall Pader opgeschloen huet, dann huet den Darabs ganz familiäres von an der Ausgab vum des immer den 29. November. Ich fand prosaisch Durchstellung die Ohre en ganz klar Ikonografie, en ganz traditionelle Ikonografie zirkuléieren. Wir sind hai beim Kläschen, die man do bisschen drieb sich auf seinem Stuhl sitze gesehen, aber als die Figur, die man kann, bis vom Stab steht der Vorteil gewahrt wahrscheinlich auf das nächste Kant, dat do als eine Figur, die man als solch erkennen. Me, das ein Zeit vor gewissen Rapprochement wirkt. Rapprochement von zwei Personagen, die sonst nie bis man den zu dienen hatten. Weil wenn ich nämlich dieselbe Zeitung 3 Seiten weitergeblättert hat, dann hört ihn diese Personage fand. Wie genau man nennen will, das geht nicht so richtig klar gesagt. Wir wissen auf jeden Fall, dass er Bayer muss. Wahrscheinlich Bayer gern. Ich weiß nicht, weiß, von den an Durchschweiche gesehen, mir mehr ich denke Fratz. Gesehen, okay, da wird nicht mehr viel mit Gläschen zu dienen, du hat auch nicht mehr viel mit hellige Verehrung zu dienen, echt mit der Verehrung von Bayer oder man enger macht schon dies. An Dach gesehen wir auch bildlich bleibt es Saint Nicolas, aber auf nächster Nähe zu seinen Konkurrenten, mit das aber nicht mehr derselbe. An die Instanzen helfen sich, auch gerade zu den 60er Jahren. Den Père Noël, die wir auch Produkte verkaufen will, den uns dazu ermuntert, in der Lotterie Nationale den zu holen oder uns encouragiert, bei GWC an der City Hifi Ackerhafen zu gehen, weil du kriegst die besten Offeren für Saint Nicolas. Ja, das ist eine Zeit, 50er bis 90er Jahren, wo die Kläschen nicht mehr so modern geht, dass man sich eine Visakarte zulegen muss, mir wo von den Staater Geschäftsleuten oder von der Geschäftswelt überhaupt entdeckt wird. Heute zwar noch immer als Saint Nicolas, aber viel mehr aggressiv, weil er nicht so kommerzialisiert wie von der Reihweisen, die dort nicht vom Kredit Europäen, die dort Annonce geschaltet haben. Nee, das ist ein Kläschen, den modern muss gehen, ein modern Gött, den
an der Zeitung eng ganz aner Aufgabe oder auch am öffentlichen Diskurs eng ganz aner Aufgabe iwwerhëlt. Auch dozo auch schon an den drescher Joren, das ist nicht die Zeit, wo man de Per Noel ganz viel fannen zu Lützeburg, ganz viel Menungen fannen. Hei vun den Frauenwünsche eng Rubrik, die am Luxemburger Wort eng lang Zeit gouf, wo eng Mam vun 3 Kanner, wie sie sich selber firstellt, seht, mich schmerzt und empört es allemal, wenn ich um diese Zeit in den Zeitungsankündigungen der französischen Presse vom Père Noël lese, der allerlei Geschenke bringen soll, oder wenn ich in manchen Schaufensterauslagen einen Père Noël als graubärtigen Greis dargestellt sehe. Père Noël, es gibt doch sowas nicht. Man kann sich unter dieser Figur nicht das Geringste vorstellen, weder an Geschichte noch an Idee. Es ist der barste Widersinn und Unfug. In Belgien haben seit mehreren Jahren die braven Jokisten die christlichen Geschäfte eingeladen, in ihre Schaufenster statt des sinnlosen Père Noël ein reizendes Kripplein aufzustellen, und viele große Firmen sind verständnisvoll auf diese Anregung eingegangen. Warum sollte nicht dies auch in den Luxemburger Städten geschehen können? Die unvergleichliche Weihnachtsgedankenwelt schimmert auf diese Weise bis in die Straße hinein. Den Debat ist ganz klar, Debat ist ganz eindeutig. Aber wir wissen noch lo, gebe ich so ganz ohne Zweifel, wo hier die Debatte herrührt. Der Père Noël ist eine Erfindung vom Schaufenster. Das sind auch gerade am englischsprachigen Bereich fand er den Santa Claus als erste Mal an den Fenstern von den Geschäften. Das ist da, wo ein Marchandise verkauft, das ist da, wo ein Türgestalt geht. Und das ist auch klar für was, weil der könnt net firstellen eng helge Figur iwwen eng Marchandise stellen, oni Ächt den Zorn vun enger ganze Reif vun Matbierger oplächt op Chip ze leen. Wär der Heimat, an dem dats der Ächte de Saint Nicolas op Zäit setzt, déi weiterhin dem seg Autoritéit war den unerkennt, also so sei Manner wichtige Cousin hëlt de Père Noël oder de Weihnachtsmann, giet der Kritik aus dem Weh, an der sprang de sich op die kommerzialisiert Version oder die kommerzialiséierend Version vun diesem Saint Nicolas op. Die as viel Manner gefeierlich, aber trotzdem erkennt Schüderin, wat der mengt. Das nämlich nach immer an eleren Herr mit engem Bord an enger komischer Mutz, auch wann se nämlich so giet opsteht, mir se fällt schon nicht mir auf. Das ist eine Figur, die unmissverkenntlich den ass, den se will sinn, oni awer nu mussssen den ze sinn, die man gonne Difte nennen, weil Gott behüte de Saint Nicolas gewunnen ufenken nimmen der Familie Neumann die Produkte zu verkaufen an net vum Monopol. Dann hat man jo Problem vum Maxi op Helgen. Helgen, den universell sind, kann net aushängeschild vun dem enger Firma, das ist ganz klar. Man geht nach vielmi weit. Den Helge Nicolas, die gëtt an der Lützburger Press ganz stark politiséiert. 1956 wichtig Joer an der internationaler Politik ass de Saint Nicolas fir d Tageblatt fir d'Tcher Tageblatt net radikal genug. Muss Revoluzer sinn. Muss d'Ongerechtigkeeten an der Welt beseitigen, an en national mocht Diskursscheibe fir déi Ungerechtigkeeten unzeschwätzen. Wir gesinn ha an enger destabiliséierter Welt geprecht vun Opständen hanner dem eisernen Vorhang, a befördert vun amerikanischen Aggressioune géint sëllegen Opständen an Asien, am Fernost, aber am Nahost simmer hai eng Figur, die se oprechte muss. Nëmi die vertraute Pappefigur, die Fleithanse zum Bayier gegraf wurde, awer trotzdem noch immer ganz autoritär war. Hai simmer een, de mat Granaten, mat Degen an mat Waffe bewaffnet, de Bischofstab eichter huet fir die Janer fortzehalen, wie se ze leden. Datei se Kklesien, den zwar auch noch immer an der Tradition steht, auch unwiederbringlich still aus von der Nikolaus-Ikonografie, aber neich mit ze dienen mat dem, wat man sech in der freier Neizeit nachgesinn. Das ist eine Figur, die op Mëchtern hiweist, ob sie egen aderweis, ob Preishossen, ob sich anderen Wünsch vun der Jugend, ob eng Jugend, die immer mehr kritisiert gëtt als eng, die doch nie genug krit. Wir kennen Leier und Geschicht vun Freier hun nimmen den Apfel krit oder eng Mandarin, haut krit den ganzen Fuhrpach geschenkt van den Nikolaus kënnt. Ja, mir gesinn, den Nikolaus, die war bemol do fir d'Politik ze kritiséiere, sie wird Chamber oder Regierung wie in diesem Fall erst 1920er Joren gouf so präsent do wo gebraucht gouf, entweder an der Form vom Père Noël oder an der Form vom Saint Nicolas, aber dann nie an Proximitéit zu Marchandisen. Do konnten de Saint Nicolas net sinn. An doch
seg Präsenz also déi vum Père Noël vum Weihnachtsmann verdichtet sech ganz klar. So méi spéit ma an Joren ragin, so méi präsent gëtt ableift den Père Noël. An Kritik bleibt genauso beständig wie seg visuell Präsenz. Aber warum habt ihr nur diesen Weihnachtsmann, diesen Père Noël erfunden? Warum wollt ihr mich unbedingt durch einen schemenhaften Greis mit Schneebart ersetzen? Jawohl, ich finde dies garstig und euren vielen Zeitungsreportern und Radiospeakern schickt zum Teufel, es ist buchstäblich gemeint, den Weihnachtsmann, den Père Noël und jede falsche weihnachtliche Mythologie. Das sind doch live ausgesehenen Typchen, den wëlle man net. Weil hien geht mat der Zeit. Hi muss mat der Zeit goen an krit so komisch Ausformungen, wie man et zu Lützeburg Gott sei Dank ich bei so nie gesinn hun ma an den USA kann der ganz Scholen die Saisonarbeiter ausbilden, die da werden enger kurzer Zeit, so wie mehr zu Lützeburg Tauselöffe bei der Winzer kennen. Du schläst mal de Baum der Familie Kiefer. So gëtt an den USA die Tradition, dass den Zeitraum, wann sich will seg Pension oppasseren oder wann will e bëssen ab zu verdingen als Kläschen net irgendwo Spiele geht mir hauptsächlich an die Groß Erkaufszentren sich op Stuhl sitzt und kann empfängt. An fir du de Krise bisssen ze schleessen as enger ganzer Perversion vun dieser Kommerzialisierung wirkt auch do de Saint Nicolas op seg egen Äderweis trotzdem weiter, weil ihn hëlleft sie wird ganz implizit denen Ärmsten es du bei zu verdingen. Und auch sie können an dem sie hin durchstellen, hier Zukunft ein bisschen oppassen, also sie hun soziale Beistand, egal wie unwichtig. Das Saint Nicolas selber, du gött, gesehen auch dat geheiert zu enger Verehrung vom Saint Nicolas oder von einer Tradition von Saint Nicolas. Für allem, wenn man sie wollen, ob ein Licht setzen, ob ein UNESCO-Licht, dann gehört alle Aspekte dazu. Das für dann den schließenden wieder von Colette Mechaner so net erstaunlich, dass sich nicht all diesen hellige Figuren dieser ganze Panoplie, die den Menschen am Mittelalter oder der freien Neuzeit zur Verfügung stungen, für uns für zu verehren, für uns zu rufen an der Not, gerade Saint Nicolas sich durchgesagt hat, vielerlei Hinsicht. Das ist eine Person, die ganz primär anthropologisch Bedürfnisse bedingt hat, die ganz primär Wünsche sie wird von kleinen oder großen Kanner nur geleistet hat, die ganz primär Beswer vun all Gesellschaft erhéiert huet a ganz vill Sozialfunktionune kon op. net dat se Personage, den sech nie ze schut war, de Pap ze sinn oder vum Kant gemolt ze bleiwen, dat se Personage, den nie wollt an der Kirch nimmen an der Kirch bleiwen, méi immer wollt herausbrechen, weil en do gelieft, gespielt, dramatiséiert, do Gestalt gezeechen der gemolt ginn ass, a well en do Diskurs bleifft, an net ass do, wo Mären haut doch musssse siche goen. Net nëmmen an der Kirchen mé Matten ënner Eis, grad lo wo man enge Zeit durchgin, wo man Werten spillen oder molen, wo man mussssen desideieren, op meise Kanner soen, dats et den Dach net gëtt de Kkleesien. An ich fannnen der, dat se sech awer déi eenzech lige, wann man de Kanner soen, et gëtt ke Kkleesien, da so man hinne jo anke Joch, et gëtt keng Sozialgerechtigkeet, et gëtt keng Nächstenliebe, et gëtt ke Sinn am fir den anderen dosinn. An der eng Welt, an der brauchen wir de Kanner lewer nicht so. Und das ist wieder so ein Schimmels Merci für ein OPEX. Nach die Zofügen für die interessiert, ich sitze lo schon, dat du onres Lützebauer Land as eng Werbung vu Peugeot. Du hast nämlich proklamiert gin, dat de Kläse nimme Peugeot fährt. Da schon mir alle Modell mit trotzdem. Hat er da noch statt gesinn vun Nilo Säcker zu Dickerch? Nee, die hun net gesinn tatsächlich. Ich meine, die waren nicht an der Foto dran, die kann ich vielleicht bei dir auch dran. Dann hatte ich zu viel selektiv geguckt.